Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Leute. Ich weiß, es ist jetzt wirklich lange kein Wingelvideo mehr gekommen. Ich glaube, nach dem hier, das nächste Mal, wenn ich mich nach dem hier an den Rechner setze, habe ich mal wieder Lust auf irgendeinen so alten Klassik. Da gibt es ein gutes, altes Dry-Age-Bett. Richtig. Lecker, lecker. Dry-Age-Bett. Aber ich weiß jetzt innerhalb kürzester Zeit das zweite Klängern-Video, auf das ich reacte. Aber es geht eben auch genau darum. Es geht ums Reacten. Und Klängern hat vor einiger Zeit, ein paar Monate ist es her, ein Video hochgeladen, in dem er relativ kritisch mit so Reaction-Kanälen umgegangen ist. Das war, glaube ich, damals irgendwann im August, als ein bisschen dieser Shitstorm war wegen Papa Plodde und dem Typen, der seinen Reaction-Kanal da betreut hat, der auf einmal deutlich weniger Geld bekommen sollte. Ne? Ist auch sonst schwierig für so ein Papa Platte, so siebenstellig im Jahr einzusacken. Da kann man auf jeden Fall nicht die Leute, die einem einen großen Anteil davon ohne eigene Arbeit reinholen, so, die kann man natürlich nicht fair bezahlen im Vergleich, ne? Verhältnismäßigkeit. Genau, und jetzt geht es hier darum, so reagierten andere YouTuber auf seinen Vorschlag. Ne? Klängern hat gemeint, Reaction-Kanäle sind im Endeffekt so ein Free-Money-Scam und die nehmen praktisch den Leuten, auf die reagiert wird, die Barne weg. Und da gibt es ja verschiedene Sichtpunkte drauf. Ne? Ihr werdet euch meinen Sichtpunkt vorstellen können, der ich ja eigentlich mehr oder weniger fast exklusiv Reaction und ein bisschen Meinungskasperl bin. Ich bin der Meinung, so ist fair, ne? Weil es tut ja auch jeder. Weil ich glaube, ich kenne jetzt keinen YouTube-Creator, der eigene YouTube-Videos macht und der nicht nebenher noch einen Reaction-Kanal hat. Ich glaube, auch Klängern hat nebenher einen Reaction-Kanal. Ich bin mir ziemlich sicher. Ne? Im Endeffekt ist das ja dann, wenn man sich beschwert darüber, dass der Creator die Barne nicht kriegt, wenn die Leute zum Beispiel das Video dann nur beim Reactor schauen. Der reactet ja dann vielleicht auch wieder auf ein anderes Video von jemandem und dann kriegt der da wieder die Barne und der reactet dann wieder auf den ersten und kriegt dann auch wieder die Barne und dann geht es so rum. Ne? Also, dass man dann, es ist ja bei den großen Creatoren, da haut dann jeder mal einmal im Monat ein richtiges Video raus. Diese Woche ist dieser dran, nächste Woche der und dann reagieren sie alle drauf und ne, das ist ein bisschen, jeder zahlt einmal eine Runde. Ne? Und alle dürfen dann darauf reagieren und Barne machen. Da geht ja mehr oder weniger in dieser Szene nicht viel verloren. Ne? Aber jetzt schauen wir mal, was die YouTuber, die Kollegen hier zu dem Thema gesagt haben. In dem Sinne, hockt euch hier Samamera. Reißt euch ja Häube auf, mir gingen einer in Reactionception. Heute geht es um das große Problem mit Reactions und die Frage, was sagen die Streamer und was sagt YouTube dazu? Ich habe nachgefragt und eine Antwort bekommen. Du wirst jetzt ein bisschen leiser gemacht. Und es wird eine Änderung kommen, die sehr vieles sehr schlechter machen könnte. Und damit moin Leute. Warte mal, schlechter für die Leute, die reacten oder schlechter für die Leute, die fordern, dass die Reaction-Kasper die Barren herausrücken sollen? Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Freunde, wir müssen nochmal über Reactions reden, denn es hat sich ja einiges getan. Ich habe ja letztens ein Video darüber gemacht, dass Reaction-YouTuber und Streamer mit Reactions sehr viel Geld verdienen. Aha. Während die Creator der Originalvideos gar kein Geld dafür kriegen. Oh Mann. Obwohl die ja bei sehr aufwendigen und guten Videos die ganze Arbeit haben und sehr viel Zeit und Geld in die ganze Sache stecken. Das Video dazu kam sehr gut an bei euch. Über 400.000 Aufrufe, über 40.000 Likes, über 3.500 Kommentare. Wie viele Dislikes hatte das?
Das würde mich interessieren. Vielleicht lade ich mir jetzt, ich habe das schon seit Ewigkeiten vor, seitdem sie die Änderung gemacht haben, dass ich mir dieses Plugin da reinlade, dass ich die Daumen runter sehen kann. Vielleicht mache ich es jetzt tatsächlich mal, ne? Und schaue einfach mal, wie viel Daumen runter im Vergleich zu den 40.000 Daumen hoch das da gegeben hat. Ich hatte das Gefühl, da gab es ein bisschen Redebedarf. Und auf mein Video über die Problematik mit Reactions haben sehr viele Leute reagiert. Quelle Surprise. Ich habe es mir damals auch kurz überlegt, aber es hat mir in meinen Zeitplan nicht reingepasst. Also wirklich sehr viele Leute. Mensch, was da so wohl für Einnahmen mit erzielt wurden. Naja, aber ich habe in dem Video ja auch gesagt, dass ich mich über den Austausch freue und ja auch gespannt bin, was andere Kollegen dazu sagen. Meine Befürchtung dabei war eigentlich, dass gar keiner auf dieses Video reagieren. Ich schaue jetzt nach, Leute. Ich schaue jetzt nach, ob er auch hier so einen Reaction-Kanal hat. So, ich habe keinen gefunden. Ich habe aber auch nicht auf Twitch geschaut. Mich würde es stark wundern, wenn jemand wie Klängern mit dem Upload-Schedule, das er hat, weiß ich nicht, ne, ob der nicht irgendwo reactet. Aber ich kann es ihm jetzt nicht unterstellen, weil ich habe jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Und irgendwo hat es mir auch wieder den Play-Button verschossen. Ich hoffe, wir sind noch an derselben Stelle. Ich habe versucht, die Stelle zu finden, wo ich gerade pausiert habe. Dementsprechend gehen wir jetzt da wieder hier rein in die Michi. Meine Befürchtung dabei war eigentlich, dass gar keiner auf dieses Video reagieren wird, weil die Thematik vielleicht für manche Menschen auch so ein bisschen unangenehm ist. Aber nein, es gab viele Reaktionen, viele Meinungen und viele Sachen, die dabei wirklich sehr interessant waren. Und mit manchen Sachen davon bin ich dann zu YouTube gegangen und habe nachgefragt, sag mal, wie sieht's denn damit eigentlich aus? Aber dazu kommen wir gleich noch. Denn erstmal war ich gespannt darauf, sag mal, was denken eigentlich große Reaction-YouTuber über diese ganze Thematik? Ja, weiß ich nicht. Ha? Ich glaube, die meisten davon sind da relativ cool, weil die haben es ja so fürchterlich notwendig, haben die es ja nicht. Das ist ja, weißt du, ob ein Montana Black auf seine Reaction-Videos nur noch 50% von den Einnahmen kriegt. Ich weiß nicht, ob das den krass juckt. Ich weiß nicht, ob es ihn krass juckt. Vor allem, wie gesagt, das ist ja so ein Online-Circle-Jerk. Der macht irgendwas, auf das andere Leute reagieren und kriegt er auch wieder. Ja, da kriegt er auch wieder ein bisschen was und fertig ist. Und wenn nicht, ne, wie gesagt, Millionär ist er schon, passt schon, ehrlich gesagt gehabt. Passt schon. Ja, was wäre zum Beispiel, stellt euch vor, der Rainer kriegt tatsächlich einen neuen YouTube-Kanal und hier die Leute, die darauf reagieren, da kann er dann verlangen, dass die dann irgendwie Kohlen dafür abdrücken müssen. Das wäre weniger geil. Definitiv weniger geil. Zum Beispiel, dass Reactions oft als Free Money Glitch angesehen werden, weil man dort mit sehr wenig Arbeit sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Ja, Diggi, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber natürlich ist die Reaction-Cast-Bereich hier auch das, was ich mache. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, es ist nicht sonderlich viel Arbeit, es ist keine harte Arbeit. Es ist ein bisschen geistig ermüdend. Also ich bin schon geistig erschöpft, wenn ich dann aus so einer Nummer rauskomme. Aber es ist jetzt nicht die härteste Arbeit. Aber die eigentliche YouTuber-Arbeit, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist auch nicht so krass heftiger, oder? Also das ist jetzt nicht, wenn ich es jetzt vergleiche, Pflege oder Bau, die Klassiker, weiß ich nicht, Digga, ob man da nicht, wenn man sagt, hier verdient jemand mit relativ wenig Arbeit relativ viel Geld und man sich da nicht ins eigene Knie schießt, mein Freund. Für viele Creator sind Reaction-Videos eigentlich nur ein Free-Money-Glitch, bei denen du mit ganz wenig Arbeit ganz, ganz viel Geld verdienen kannst, solange du die Reichweite dafür mitbringst. Und wir reden hier... Ja, was soll ich sagen? Ist viel zu viel. Ist viel zu viel. Reaction ist einfach Geld farmen. Mehr ist es nicht. Da steckt unfassbar viel Geld drin. Also wirklich Unmengen an Geld. Ja, du brauchst da schon, aber damit da Unmengen an Geld rumkommen, musst du natürlich auch bereits die Audience dafür haben, das Publikum. Ich kann jetzt mit meine 5800 Wasabi 30 Abonnenten, das hält sich im sehr überschaubaren Rahmen, was ich hier von YouTube kriege für den ganzen Bums. Im sehr überschaubaren Rahmen.
Das ist wahnsinnig viel Geld. Aber jeder große Streamer, der auf Videos reagiert, wird einen Reaction-Kanal haben, der gut läuft und wird passiv Geld farmen. Wer rechtfertigt? Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, das gleicht sich dann schon irgendwie aus, weil ne, jeder große YouTuber hat einen Reaction-Kanal, hat aber auch einen normalen Kanal, auf dem er Dinge hochlädt, auf die dann andere reagieren. Und dementsprechend, das verteilt sich ja bloß ein wenig. Das Einzige, wo Reactions wirklich sehr, sehr gut wären, wäre natürlich, wenn irgendjemand, der sehr klein ist, ne, der jetzt zum Beispiel 5800 Abonnenten auf YouTube hat, wenn dann einer von diesen großen Leuten auf dem sein Video reactet, das wäre natürlich ein Gamechanger, weil der kriegt dann, ne, wenn er die Hälfte von den Einnahmen von diesem Video kriegen würde, auf einmal irgendwie 10.000 Euro draufgeladen, so. Und das wäre natürlich krass. Aber dann würde ich auf jeden Fall schauen, irgendein Video zu machen, was Reaction Bait ist. Auf jeden Fall, Digga. Aber wie gesagt, ich müsste ja dann auch die ganze Zeit, ich würde ja dann noch weniger Barne machen hier über den ganzen Bums. Dass Creator so viel verdienen. Niemand. So, das ist auch nicht gerechtfertigt. Muss man ganz ehrlich sagen. Mann, er soll dieses Thema nicht aufmachen. Ja, Meudel, aber wenn das wenn das nicht gerechtfertigt ist und wenn du nicht findest, Creator sollten so viel verdienen, dann hoffe ich doch, dass du einen nicht unbeträchtlichen Anteil der über YouTube, Twitch etc., Social Media gefarmten Barne dann auch abgibst, spendest, vielleicht für einen wohltätigen Zweck oder dergleichen, weil du sagst, es ist ja nicht gerechtfertigt. So, es ist nicht gerechtfertigt, es spielt halt irgendwie auch im selben Sport wie nicht gerecht. Dass hier diese Kasperl sich da hinsetzen und sich da so ein Video anschauen und dafür dann für 2 Stunden 2 Stunden am Tag Reactions machen, am Ende des Monats mit 20.000 nach Hause gehen. Ich meine, verstehst du mich falsch, ne? Ich bin kein Heuchler. Wenn ich im Monat 20.000 mit diesen Reactions verdienen würde, dann würde ich in meinem normalen Job nicht mehr arbeiten und ich würde die auch behalten, Digga. Na, freilich würde ich das machen. Aber ich würde mich dann auch nicht mehr hinstellen und sagen, das ist alles ungerechtfertigt. Aber, ne, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Alter, ich bin froh, dass es Reactions gibt, Alter. Es gibt nichts leichteres, so bei Geld verdienen. Aber wenn ich dann damit mal ein paar Jahre im Game wäre, ne, 10 Jahre in diesem Game, nicht einmal 5 Jahre in diesem Game, dann würde ich nicht hier den Krypto-Simon von Rocket Beans machen und das irgendwo verzocken bei irgendeinem Bullshit. Ich würde das irgendwo so sicher wie es geht anlegen, ne, in sichere Fonds und Gold und vielleicht Immobilien, weiß ich nicht. Und dann würde ich mich am Arsch lecken lassen, der. Aber richtig am Arsch lecken. Dann hört ihr nie wieder was von mir. Würden mich schon. Wahrscheinlich würde ich ab und zu trotzdem ein Video machen, aber Vor meinem Skandal hatte ich mit KuchenTV Uncut wirklich 40.000 Euro im Monat, ne? Ja, gut, also da scheinen sich ja alle relativ einig zu sein. Es wurde aber vor allen Dingen auch gesagt, damit das funktioniert. da habe ich ja schon konservativ geschätzt, als ich 20.000 gesagt habe. Ein KuchenTV, das müsst ihr euch vorstellen, hat nur mit seinem Reaction-Kanal, also wo er praktisch eine zusammengeschnittene Reaction, die er auf Twitch aufgenommen hat, wo er auf Twitch schon Barne gekriegt hat, nochmal auf einem separaten Kanal hochgeladen und nur damit 40.000 im Monat gemacht. Ja. Zum Thema gerechtfertigt, oder?
brauchst du das nötige Standing und die nötige Reichweite. Also wenn du einfach so Reactions machst, dann juckt das aber keinen. Aber doch, euch juckt das. Ich mache hier Reactions. Ich habe natürlich hier auf die Nicht-Wingel-Reactions habe ich irgendwie 500 bis 900 Aufrufe, also deutlich weniger wie sonst, aber es ist mir egal. Für die Leute, die sich's anschauen, mache ich das gerne. Und passt, hätte ich gesagt gehabt. also wenn du halt viel Reichweite hast und bekannt bist, dann kannst du da mit relativ wenig Aufwand richtig dick abcashen. Ich meine, ist ja zumindest auch nett, dass das mal in so aller Deutlichkeit gesagt wird von den Leuten. Und eine große Frage dabei war auch, was bringen Reactions eigentlich genau für den, der das Originalvideo erstellt hat, auf das dann reagiert wird? Ja, theoretisch ein bisschen Boost seiner Audience. Denn es wird ja oft gesagt, ja gut, die Leute bekommen halt kein Geld dafür, aber sie kriegen halt Promo und der Kanal wird bekannter und neue Zuschauer kommen dann auf den Kanal und dann profitierst du ja auch davon. Ja, das ist wohl auch richtig, ja. Und das sind dann die Zuschauer, die dann wieder auf deinen Reaction-Kanal gehen und dir die Klicks geben, wenn du auf das Video von dem anderen Dulli reactest, der vorher auf dich reactet hat, ne? Der Kreis schließt sich, hätte ich gesagt gehabt, ne? Darth Vader auch. Hätte das auch gesagt gehabt. Und immer wieder wurde besonders ein YouTuber. Darth Winkler. Ich bin dein Vater. Nimm den Mund da weg. Okay, sorry. Als Beispiel dabei eingebracht. Zum Beispiel Flo, ja, Podcast zusammen, Varion, der hat durch die ganzen Reacts in einem Jahr von kleiner YouTuber, fast keine Aufrufe, zu 1 Million Abos. Das war früher unmöglich. Das ging nur, weil alle drauf reacted haben. In einem Jahr 1 Million Abos. Das Ja, dann ist doch geil, oder? Dann ist doch richtig geil. Da flattert der Bahn rein. Das ist ja gut, wenn die Leute reacten, oder? so viral kann man von alleine nicht gehen. Das geht dann nur mit den Reacts. Und true, das stimmt. Ohne Reactions hätte der Kanal von Varion wahrscheinlich nie die Möglichkeit bekommen, so viele Menschen zu erreichen und so viele neue Zuschauer gewinnen zu können. Ja, und ist ihm das nicht lieber, jetzt fast 1,6 Millionen Abos zu haben, als damals hier prozentual die Reaction-Barren kassiert zu haben? Ist das nicht irgendwie auch so, dass man sagen kann, da geht das so in die Richtung, gib einem armen Mann Fisch und du ernährst ihn für einen Tag und bring ihm bei zu fischen und du ernährst ihn für sein ganzes Leben. Ist das nicht besser, dann eine eigene fette Plattform zu haben mit einer eigenen riesengroßen Fanbase, mit der man dann auch irgendwie vielleicht auch mal andere Wege gehen kann, die dann vielleicht auch so Sachen machen wie Patreon oder irgendwelche Kanalmitgliedschaften abschließen etc. bla bla. Dadurch kriegt man ja auch massivst mehr Kohle. Weiß ich nicht eher. Und das ist ja auch, keine Ahnung, wenn du das Level 1,6 Millionen Abos auf YouTube mal erreicht hast mit den entsprechenden Aufrufzahlen und so, dann hast du es ja auch geschafft. Dann ist ja auch vollkommen Wayne, ob jetzt irgendwie du 650.000 oder 600.000 Aufrufe auf dein Video hast, da geht ja immer noch bei weitem genug Barren rein. Und wie gesagt, wenn du auf irgendwas anderes reagierst, dann kriegst ja du die Barren, die der andere nicht kriegt. Ich sehe das Problem nicht. Varion ist also ein extrem gutes Beispiel dafür, dass Reactions deinen kleinen Kanal richtig groß pushen können, wenn du auch guten Content machst. Ja, dann entdecken dich halt viele neue Leute und kommen dann auch auf deinen Kanal und abonnieren dich und so wirst du dann eben auch groß. Die ganze Sache. Ja, Digga, wenn du keinen guten Content machst, reagiert auch keiner auf dich. Außer natürlich, du machst so bodenlos beschissenen Content wie ein gewisser mittelfränkischer Medienprofi. Sache dabei hat nur einen Haken. Aber wenn ein Kanal schon groß ist, dann bringt einen die Promo auch nichts. Also es kann einen auch geisteskrank pushen, aber es kann in anderen Fällen auch gar nichts bringen. Also wenn du noch einen kleinen Kanal hast und dich noch keiner kennt, ist das eine sehr gute Möglichkeit, sehr schnell sehr viele neue Menschen zu erreichen. Wenn du aber eh schon hunderttausende Aufrufe und Abonnenten hast, profitierst du von Reactions eigentlich immer weniger.
Ja, aber dann, Digga, dann hast du halt auch schon hunderttausende Aufrufe und Abonnenten. Dann hast du es doch geschafft. Dann hast du es doch geschafft. Wenn ich 100.000 Aufrufe und Abonnenten hier hätte, würde ich deutlich mehr Kohle verdienen wie mit meinem scheiß normalen Job. Deutlich mehr. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, wenn ich das dann doch schon habe und ich habe diese hunderttausende Aufrufe und ich krieg die ganzen Barne. Dann ist es doch auch gut. Muss ich jetzt dann wirklich sagen, ich hätte aber, keine Ahnung, statt 20.000 im Monat, hätte ich 21.000 im Monat gemacht, wenn nicht hier die ganzen Kasper auf mich reagiert hätten. Ja, halt auf dein Maul. Weiß ich nicht. Wäre vielleicht einfach, keine Ahnung, dankbar sein und aufhören zu heulen, wäre vielleicht mal angesagt dann. Wenn man es geschafft hat und einen reichweitenstarken Kanal auf Social Media hat. Und man spielt ja dann auch nicht immer nur den einen Kanal. Da macht man hier hunderttausende Aufrufe auf YouTube, da kommen 20.000 rum. Dann geht man noch irgendwie auf Twitch Livestream, dann kommen da nochmal so und so viel K rum. Dann lädt man die Livestreams, die man gemacht hat, nochmal hoch. Vielleicht auf einem Reaction-Kanal, Gott bewahre. Dann kommen da auch nochmal ein paar tausend Euro rum. Und dann weiß man gar nicht, wohin mit der Kohle. Und dann hat man zu viel Zeit, um sich darüber aufzuregen, dass irgendein 10.000 Abo-Kanal auf dein scheiß Video reagiert hat und du von denen 20 Euro, die er damit gemacht hat, nicht einen Zehner abbekommen hast. Ist das jetzt dein Geheule? Weiß ich nicht. Klingt ein bisschen abgehoben. Weil die Leute kennen dich eh schon. Ja, ich mag ihn normal sehr, sehr, sehr gerne. Aber ich mag nicht, wohin das geht. Ja. Klar bin ich da auch nicht objektiv. Sehr, sehr subjektiv bin ich da. Sie schauen dann nur dein Video halt nicht mehr auf deinem Kanal, sondern beim Reaction-YouTuber. Man könnte das ist auch nicht gegeben. Das ist auch nicht gegeben. Dass sich die Leute das bei dir anschauen und danach sagen, hier, was sagt denn eigentlich der XY dazu? Und sich dann nochmal die Reaction anschauen, das gibt es oft. Das gibt es sehr oft. Ich komme aus dem Drachen-Game. Ich habe das selber gemacht. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die das auch so machen. Die haben sich, wenn es einen neuen Content gab, Reactions von 3, 4 verschiedenen Leuten angeschaut. Die Leute haben sich den reiner Content solo nicht gegeben. Natürlich, weil der unerträglich ist, solo. Aber ich nehme schon an, dass wenn jemand wirklich guten Content macht und man Fan von dem ist und den abonniert hat, dass man sich dann das Video von dem erstmal anschaut und die Reactions kommen ja dann eh immer erst ein paar Tage später. Dann hast du es ja schon gesehen und dann das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass derjenige, auf dessen Meinung sie auch viel Wert legen, der das reactet, dann ein paar Punkte in deinem Video aufzählt, die vielleicht scheiße gewesen sind, was sie alleine nicht gemerkt hätten. Aber ich bezweifle, dass das so großen Unterschied macht. Und ich glaube, die Schnittmenge der Leute, die sich dein Originalvideo angeschaut haben, mit der Schnittmenge mit der Menge der Leute, die sich dann eine Reaction bei einem Kuchen TV anschauen, ich glaube, da ist die Schnittmenge relativ groß. Ich rieche First World Problems, die. Man könnte also sagen, vielleicht gibt es da irgendwie so eine ungeschriebene Regel, je größer dein Kanal ist, desto weniger profitierst du am Ende von Reactions. Ja, das ist fast sozialistisch, oder? Ja, fast der sozialistische Gedanke. Wenn du schon so viel hast, ne, dann kriegst du weniger, weil du hast ja schon so viel. Und die armen Schweine, die nicht so viel haben, die kriegen ein bisschen mehr, weil die haben ja nichts. So. Das wäre doch eigentlich mal, ne? Jetzt ist bald wieder November, St. Martin, so ein bisschen, danach Weihnachten, dass man so ein bisschen ans Teilen denkt. Klar, ich meine, er redet natürlich, das Thema ist natürlich, bei ihm sind riesengroße Reaction-Kanäle von Leuten, die eigentlich selber genügend Reichweite haben, um es nicht nötig zu haben, über Reaction-Kanäle nochmal Barne zu farmen. Aber ich glaube, da generiert man einfach nur mehr Barne,
die sich gleichmäßig über die ganze Menge von den ganzen Social Media Creator Kasperlen verteilen, anstatt dass da irgendjemandem die Wurst vom Brot genommen wird. Marion hat das damals sehr gut geklappt, weil sein Kanal noch keiner kannte. Aber so ein Tomatolix oder Simplicissimus, die werden jetzt nicht groß viel mehr Klicks oder Abos bekommen, weil Trimax oder Monte darauf reagieren. Aber Reactions haben zumindest auch einen anderen Vorteil. Wenn jemand ein wichtiges Thema sehr gut aufgearbeitet hat, kann sich das durch Reactions noch viel weiter verbreiten. Und so... Ja, und das ist ja auch, worum es den ganzen Leuten immer geht. Haben wir gelacht. Das sind immer die Leute, die sagen, egal, wie viel ich Geld damit verdiene, Hauptsache die Menschen sehen das und werden unterhalten und das ist das, was mir wert. Alter Maul, das ist dasselbe dumme Gesappel wie ein reiner Winkler, wenn er sagt, ich hab das früher nur für mich und meine Freunde und Arbeitskollegen gemacht und ich wollte damit ursprünglich ja überhaupt keine Barne nicht verdienen. Halt dein Maul, doch wolltest du, und das wollen die ja auch. Ich will das inzwischen auch. Ich habe es die ersten 2,5 Jahre fast nicht gemacht. Aber man muss schauen, wo man bleibt. So bekommen dieses wichtige Thema dann auch Leute mit, die deinen Kanal sonst irgendwie nie verfolgen und dieses Video vielleicht auch nie gesehen hätten. Und so können dann wichtige Themen noch viel mehr Menschen erreichen, was gut ist. Kommen wir aber mal zu den wirklich wichtigen Themen. Geld. Denn ich hatte bei meinem Video etwas Sorge, was andere zu meinem Vorschlag sagen werden, dass es einen Einnahmensplit geben soll bei Reactions. Also aktuell, wenn jemand auf ein Video reagiert, gehen 100% der Einnahmen Ja, das hattest du erwähnt. Ne? an den Reaction-Ersteller. Bei einem Einnahmensplit würde der das Originalvideo erstellt hat, prozentual an den Einnahmen beteiligt werden. Wie viele Prozente das am Ende sind, darüber kann man ja diskutieren, aber dass es überhaupt diesen Mechanismus geben würde. Aber ich dachte mir, okay, viele Creator sehen Reactions als Free-Money-Glitch. Vielleicht finden sie es ja jetzt gar nicht mehr so gut, wenn man einen gewissen Prozentsatz plötzlich an Geld abgeben müsste. Ja, ich weiß nicht, die großen Creator in Deutschland, ich glaube, dass das denen relativ Wayne ist. Bei den meisten davon. Ich glaube, den Papa Platte wahrscheinlich nicht. Wenn der jetzt hier Papa Platte einblendet und sagt, nö, ich finde das fair, dass ich weniger Geld mit meinem Reaction-Kanal verdiene, dann habt ihr mich hier liegen, Digga. dann habt ihr mich hier liegen. Aber ich glaube, die allermeisten sind da relativ based, weil es ja da dann wenn er jetzt sagt, seine Kollegen, seine YouTube-Kollegen, weil es ja da schon um Leute geht, wie wir ja vorhin gesagt haben, die sehr, sehr, sehr große Reichweite bereits haben, Hunderttausende Klicks und Millionen stellenweise im Monat und dann, dass die dann sagen, ja, weißt du was, dann nimm doch den Fuffi noch mit. Weiß ich nicht, wahrscheinlich schon. Ja? Weil, also Geld abgeben, immer ein bisschen schwierig und unangenehm. Aber, also, was wurde denn dazu gesagt? Deswegen mein Vorschlag, ein 50-50-Split nur von AdSense. Das ist so ein guter Vorschlag und ein Share davon an die Originalersteller abgeben, wenn ich wüsste, das kommt bei denen auch wirklich an. Weil ich dann wüsste, dass diese Leute dann mehr finanzielle Mittel hätten, um noch mehr coolen Content zu machen. Und auf der anderen Seite... Wäre gut, würde ich machen. Egal ob 70-30 oder 50-50, ich würde es abdrücken. 50-50 würde ich nehmen. Ich würde es Klängern voll gönnen. Wenn dann automatisch, selbst wenn ich den Haken setzen müsste und ich könnte als Reaction-YouTuber aussuchen, ob ich die 50% abdrücken möchte und ich könnte den Haken setzen, ich würde den Haken drücken. Das ist wirklich ein... Ja, wenn das so stimmt, finde ich das wirklich ehrenhaft. Weil, wie gesagt, ich denke da eher an eine Situation, wo jetzt, keine Ahnung, dein Video geht viral. Ne? Du bist irgendein Kasperle du machst YouTube-Content über Metal. Ne? Das ist immer das Offensichtlichste. Und du machst das im Gegensatz zu manchen anderen adipösen fränkischen Profi-YouTubern, machst du es tatsächlich gut. Und du bringst irgendwie ein bombastisch gutes Video raus, du hast dann deine 3000 Abonnenten, ne? Aber das Video geht krass viral und irgendwelche
sehr, sehr reichweitenstarken Kanäle reacten da drauf, dann ist das natürlich geil, wenn von deren enormer Reichweite so die Hälfte einfach finanziell zu dir rüberschwappt. Das kann auch so ein Kickstart sein, ein bisschen für so einen Kanal. Ne? Hui, ne? Du hast von jetzt auf gleich dein Video ist viral gegangen, die richtigen Leute haben darauf reagiert. Im Vergleich zu deinen 120 Euro AdSense von letzten Monat hast du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 30.000 fahrende AdSense. Boom. Klar, ne, dann musst du auch schauen, wegen Steuer und allem, aber trotzdem bleibt da genügend kleben, um sein Setup ein bisschen professioneller zu gestalten, vielleicht den ein oder anderen Kurs nochmal zu belegen, was Sound- und Videobearbeitung und dergleichen angeht. Und vielleicht sich auch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, um Kanalhygiene zu betreiben, ne, was ja auch dann wichtig ist, wenn man da damit durchstarten will. Da ist, das wäre natürlich gut, aber wie gesagt, wenn es um Videos von schon sehr reichweitenstarken Kanälen geht, bin ich der Meinung, ist das mehr oder weniger so ein Circle Jerk, wo es einfach dann die Barren einfach einmal im Kreis laufen und am Ende hat trotzdem jeder das, was er vorher auch gehabt hätte. Eigentlich eine geniale Idee. Ich finde, das ist wirklich ein guter Vorschlag tatsächlich. Ich finde, 80% wären etwas zu viel. Okay, sagen wir 50-50. Sagen wir 50-50, dann fände ich das 100%, also dann finde ich das 100%ig fair. Ich würde auch 50-50 sagen, ne? Also wenn YouTube das irgendwann einführt, dass die Einnahmen zu 50% an den YouTuber gehen, der das Originalvideo hochgeladen hat, dann hätte ich damit kein Problem. Natürlich würde ich damit weniger verdienen auf Blind Reactions, aber ich glaube, ich würde mich nicht beschweren. Ja, das finde ich based, ne? Das kommt mir bei ihm wirklich auch so vor, dass er sagt, also das ist mir scheißegal. Ich mache so viel Asche mit der Nummer. Ich habe meine Schäfchen schon ganz lange ins Trockene gebracht. Ich habe wahrscheinlich Wohneigentum und Rücklagen auf dem Konto, die gut halten und auch einiges gut investiert. So schnell geht mein Schiff nicht unter und wenn ich jetzt ein bisschen weniger im Monat mache, so what? Dann ist das halt einfach so. Ich glaube, 50-50 ist ein bisschen zu ambitioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass das am Ende so ein 70-30-Ding wird oder 80-20. Ich finde seinen Vorschlag sehr, sehr gut, würde ich sehr begrüßen. Einen Einnahmen-Split. Nein, von Uploads, auf gar keinen Fall. Reactions. Ja, doch. Ja, doch. Ich kann es schon verstehen. Ja, es ist schon fair. Ja, es ist schon fair, muss man schon sagen. Also eigentlich gibt jetzt wenig, was da halt dagegen spricht. Es waren sich eigentlich alle einig, jo, wenn das kommt, bin ich dabei. Also gut, man hätte auch keine andere Möglichkeit, wenn YouTube das einführen würde für alle Kanäle, aber ich meine, es ist ja schon mal positiv, dass alle... Ja gut, wenn YouTube irgendwas einführt und sagt, das ist jetzt so, dann bist du halt gefickt. Ne? Bist halt gefickt. Und wie gesagt, alle Leute, die sich beschweren, dass auch in meinen Videos zu viele Ads drin sind, was soll ich machen? YouTube sagt so viele Ads, ansonsten gibt's gar nichts, dann sind die halt da drin. Mi scusi. Hey, ich sag's euch, wie es ist. Okay. Bisschen Insight. Wenn du einen Kanal jetzt von der Größe wie meinem erst nach ein paar Jahren irgendwie monetarisierst, ich hatte das Gefühl gehabt am Anfang, so als die Monetarisierung endlich durch war, YouTube streichelt dir erstmal ein bisschen die Eier. Die haben mir auch angeboten, du kriegst jetzt X Betrag sofort Cash, kleiner vierstelliger Betrag kriegst du Cash, wenn du jetzt Kanalmitgliedschaften einführst. Und dann dachte ich mir kurz, für mal Kanalmitgliedschaften, dann müsste ich aber euch irgendwas bieten dafür. Ne? Ich fände das räudig, dann noch extra Kohle zu verlangen und dann habt ihr nichts davon. Und im Gegensatz zu Reini denke ich mir so, ja, das rechnet sich mit dem Aufwand nicht. Dann ist auch irgendwie bescheuert. Dann hast du irgendwie ein Special Emoji oder so ein Scheiß. Weiß ich nicht. Und dann habe ich das halt nicht gemacht. Und bei den Ads, die du reinmachst, wenn ihr euch meine alten Videos ein bisschen anschaut, direkt nach dem Beginn der Monetarisierung, waren deutlich weniger Ads drin.
Und ich habe am Anfang damit auch, ne, das lief, das war in Ordnung von dem, was da rumkommt. Und YouTube hat halt dauernd so Pop-Ups oben hingeschoben. So, hey du, im Übrigen, ey, wir könnten hier, wenn du ein bisschen mehr Ads schalten willst, das wäre wirklich cool. Das lass doch machen hier. Dann jedes Mal ignoriert und dann irgendwann kam halt so ein Ding, ja, du machst jetzt einfach mehr Ads, weil ansonsten gibt es gar nichts mehr, Digi. Man ist am Anfang noch so ein bisschen freundlich gekommen und dann kam irgendwann so, das hat sich jetzt vielleicht wie eine Frage angehört, aber du wirst jetzt mehr Ads schalten, ansonsten ficken wir dich. Und dann ist es halt so. Das befürworten würden. Es scheinen also weniger Leute damit ein Problem zu haben, als ich gedacht hätte, ein bisschen Geld von diesen Einnahmen abzugeben. Und ob es dann am Ende 30 oder 40 oder 50% sind, darüber kann man ja diskutieren. Aber es klingt auch so, als würden diese Leute dann auch nicht plötzlich damit aufhören, Reactions zu machen, nur weil sie dann einen Teil davon abgeben müssten, weil 70% von wirklich sehr viel sind halt auch immer noch viel. Wir haben also einen Vorschlag, eine Änderung am Verteilsystem der Einnahmen und sehr viele große Creator, die davon betroffen wären und sagen, jo, ich finde, das ist eine gute Idee. Also. Ja. Ja, und die kleinen Creator, das ist wie jetzt meine einer, die, da muss ich weiter auf alle reine Bullshit-Sachen reacten. Obwohl dann wahrscheinlich die ganzen Rehab-Kanäle auch alle monetarisiert sind, die Hälfte Kohle davon haben. Wie sieht's aus? Passiert da irgendwas? Also das ist eine Traumvorstellung, ich sag, das wird niemals kommen, ehrlich. Es ist wirklich ein... Ja, ist auch geil. Er ist einer von den Leuten, will ich sofort machen. Sofort will ich es machen, aber er ist der festen Überzeugung, es kommt eh nicht. Dann ist die Aussage, würde ich sofort machen, nichts wert, Digga. Wenn du nicht glaubst, dass es tatsächlich kommt, dann ist die Aussage nichts wert. Ne, das ist so, keine Ahnung, wenn du zu deiner Partnerin sagst, wer ist denn, was war das, Sydney Sweeney? Ne, Sydney Sweeney war jetzt vor kurzem dieses Model im Ding, eine sehr attraktive Frau, wenn du zu deiner Partnerin sagst, natürlich würde ich niemals mit Sydney Sweeney in die Kiste hüpfen, wenn sie mich darum bitten würde. Ja, natürlich wird das niemals passieren, so dann ist die Aussage nichts wert. weil du ja niemals irgendwie dich dafür gerade machen würdest. Ne? Weil ja Sydney Sweeney mit gegen 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht zu dir kommt und sagt, ne? Castro Brauxel klingelt bei dir im Ding. Nein. Ne? Hallo Ibims. 1 Sydney Sweeney. I got great jeans. Nee, also wie gesagt, natürlich sagen die, ja, wenn es kommt. Ich bin gespannt, ob es kommt, aber... Guter Vorschlag. Es ist ein interessantes Thema. Ich glaube, dass Google das niemals einführen wird und YouTube. Also, gefühlt sind alle dafür. Selbst große Creator mit Millionen Klicks und Hunderttausenden Euro Umsatz pro Jahr sagen, yo, wenn das kommt, bin ich dabei. Und viele sagen ja auch, ey, das wäre auch für euch als Zuschauer geil, weil die Ersteller von gutem Original-Content viel mehr Geld und Möglichkeiten dann hätten, noch mehr geilen Content zu machen. Also es wäre für alle besser und keiner hätte ein Problem damit. Ja, wie viel Geld braucht man denn eigentlich noch, um geilen Content zu machen? Ne? Wenn man eh schon irgendwie im hohen fünfstelligen Bereich jeden Monat bekommt, ne? Wollt ihr Hollywood-Produktionen machen oder was ist hier los? Wäre das so ein 400 Millionen Disney-Projekt? Nein! Eure scheiß einmal in der Woche hochgeladenen Drecks-YouTube-Videos haben vielleicht, wenn es Leute sehr, sehr, sehr krass machen, Production Value von 2000 Euro. Ne, dann sind wir bei 4 Videos in der Woche sind wir dann bei 8K. Und dann kommen 40K rein. Finde ich fair. Ne? Also, Wo-Share-System, wo sich auch ganz viele Leute bei einig sind, es muss eigentlich eine Lösung von YouTube selber kommen. Ich habe nach dem Video auch immer wieder Nachrichten bekommen, dass auch andere Drittanbieter an Lösungen dafür arbeiten würden. Das wird nicht klappen. Das muss im YouTube-System selber drin sein, sonst wird sich das nicht durchsetzen. Vor allen Dingen, damit es ohne Aufwand völlig automatisch und wirklich bei allen funktionieren wird. Ja, das Problem ist nur, dass du halt in Deutschland zum Beispiel auch sowas wie das Zitatrecht hast und da hundertprozentig Leute dagegen klagen werden.
Und mich würde es nicht wundern, wenn ein paar Leute von denen, die dagegen klagen werden, ein paar Leute von denen sind, die du jetzt hier eingeblendet hast, oder die selber großspurig geplappert haben von wegen, ja, will ich sofort machen, und auch nicht geglaubt haben, dass es tatsächlich kommt. Ne? Weiß ich nicht, ne? Weil wenn es ist halt hier, ne? Bundesrecht steht halt über YouTube-Recht, und wenn die Leute dagegen klagen und sagen, hier, das ist unser Recht, ne? Zitatrecht, das ist ja auch, da sind dann auch Medien und dergleichen betroffen. Weiß ich nicht, da könnte schon ne? Da auch rechtlichen Riegel davor geschoben werden. Und dann kann da YouTube nimmer viel dagegen machen. Also, YouTube. Wo-Share-System? Das habe ich mich gefragt und YouTube dazu kontaktiert. Sag mal, also wie sieht's denn aus bei euch? Habt ihr das irgendwie mitbekommen oder arbeitet ihr vielleicht schon an irgendwas? Wir wissen ja aktuell nicht mal, ob YouTube Reaction-Videos gut oder schlecht findet oder ob es denen einfach komplett egal ist. Ich würde mal sagen, dass so viel Kohle umgesetzt wird, dass du gerade 2 Videos darüber machst. Wie viel Kohle das ist, die da, wie gesagt, wenn er jetzt ein Video macht, das 300.000 Aufrufe macht und die Reaction Kasper haben zusammen irgendwie 900.000 Aufrufe, dann, das ist der Rainer Winklersche Dummschluss, dass du sagst, ja, ich hätte ja eigentlich 120.000 Aufrufe. 1.200.000. Schon winklerisch. Ich hätte 1.200.000 Aufrufe, wenn diese ganzen Reaction-Casts bei mir nicht die ganzen Aufrufe wegnehmen würden. Das ist ja nicht so. Ne? Vielleicht gibt es auch viele Leute, denen würde dein Video generell gerade am Arsch vorbeigehen und sie wollen dein Video gar nicht so sehen, sondern nur die reactete Version. All meine Audience ist so drauf, ne? Alle Leute, die hier wegen dem Drachengame sind, wollen die Reactions sehen, weil sie sich unkommentiert die Scheiße von Reini nicht geben können. Vielleicht, ne? Also, wie viel mehr Klicks du dann tatsächlich kriegst, ist, glaube ich, relativ spekulativ, Digga. Das ist relativ spekulativ. Und ja, ich weiß auch, dass gerade so für so kleine Kanäle, die gerade so am Wachsen sind, dass das schwierig ist. Ne? Weil das kann schon sein, dass du halt dann genau in die Spalte fällst, wo die paar tausend Klicks mehr im Monat dir eine finanzielle Unabhängigkeit sichern, dass du dann halt deinen Beruf aufgeben kannst, den du gerade ausübst, um dann Volltime das zu machen, um dich da mehr darauf zu konzentrieren, deine Reichweite dann dementsprechend zu erhöhen, etc. bla bla. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, da könnte man dann auch vielleicht so ein freiwilliges Ding machen, ne? Das wäre, wenn die alle der Meinung sind, die ganz Großen, die Millionen jedes Jahr machen, dass die dann sagen, ja, Digga, wenn ich auf so einen kleinen Kanal reacte, so, dann kriegt der meine Einnahmen. Und wenn ich auf meine großen Kollegen hier, auf meine, wie sie nicht heißen, Montes und sowas dergleichen reagiere, die schon gut aufgehoben sind, die ihre Schäfchen schon im Trocknen haben, so, dann ist auch wurscht, weil die reacten wieder auf mich und dann kriegen die Kohlen wieder. Ne? Bevor ich euch erzähle, was YouTube dazu gesagt hat, müssen wir kurz selber auf eine Sache reagieren. So Leute, heute wieder eine kleine Reaction. Los geht's. Moin Leute, ich wollte euch kurz erzählen. Da muss ich direkt einhaken. Sehr geiles Outfit. Würde ich genau... Deine Werbung ist auch da. Beim letzten Mal habe ich noch wirklich krass entschuldigt dafür, aber diesmal, nee. Und ich weiß nicht, wie viel hat er Abos? Also 620.000 hat er. Der verdient mit dem Placement wahrscheinlich mehr als ihr im Jahr.
Ja gut, wahrscheinlich netto. Also ihr netto im Jahr verdient. Ne? Der muss dann noch Steuern dafür zahlen, aber ich glaube, ein fünfstelliger Betrag geht hier schon über den Tresen bei 620k mit guten Klickzahlen und allem drum und dran. Jetzt machen wir mit dem anderen Video weiter. So, reicht jetzt mit Reagieren. Kommen wir zurück zu Reactions und der Frage, was sagt YouTube eigentlich zu der ganzen Sache? Denn nach diesem Video habe ich das alles genommen und bin damit zu YouTube gegangen und wollte Antworten dazu. Und ich muss leider sagen... Die haben gesagt, we don't give a fuck. Ja, ist scheißegal. Wir kriegen dieselben Barne. Scheißegal, ob ihr das wäre für uns mehr Arbeit. Deswegen würden wir dann weniger Barne kriegen. Deswegen FU und tschüss. Es war wirklich sehr mühselig, dazu eine brauchbare Antwort von YouTube zu bekommen. Was ich sagen kann, ist, dass ich wirklich jemanden erreicht habe, der bei YouTube auch was zu sagen hat. Nur darf ich nicht sagen, was dazu gesagt wurde, weil keine Stellungnahme offiziell freigegeben wurde. Klar, als Multimilliarden-Dollar-Konzern achtet man natürlich sehr darauf, welche Statements offiziell nach außen hin freigegeben werden und welche nicht. Was ich... Ja, und wahrscheinlich war das Statement, dass das ich gerade gegeben habe, ne? So, das ist inoffiziell, das dürfen sie nicht weitergeben. Wenn sie es trotzdem tun, verklagen wir sie, bis sie unter der Brücke leben. Am Frankfurter Hauptbahnhof. Und das, was wir ihnen zu sagen haben zu dem Thema ist, fick dich, wir haben die Gelder schon bekommen. Ihr könnt euch, vor allem, wenn wir hier über diese AdSense-Kohle reden, ne? Auch wenn da einzelne Creator nur mit Reaction-Kanälen irgendwie 30, 40k im Monat machen. Was glaubt ihr eigentlich, was im Vergleich Google damit macht? Ja, wenn du da deine 30, 40k machst, dann kannst du davon ausgehen, dass das Werbebudget, das da reingeflossen ist, wahrscheinlich irgendwo bei 80, 90k noch liegt oder 100k. Also die haben easy den besseren Deal und natürlich ist es ihnen dann scheißegal, wer von den Dullis die Kohle kriegt, weil sie kriegen die meiste Kohle. Aber sagen darf, ein YouTube-Sprecher hat mir gesagt, Reaction-Content sind ein legitimer Teil der Internetkultur. Bei YouTube bewerten wir sie grundsätzlich nicht als gut oder schlecht. Wenn ein Creator jedoch auf YouTube Geld verdienen möchte, muss er unsere Monetarisierungsrichtlinien befolgen. Diese besagen eindeutig, dass Inhalte originell und authentisch sein und der Unterhaltung oder Bildung der Zuschauer dienen müssen. Nicht nur der Zuschauergewinnung. Ja, also irgendwie ist das jetzt nicht so aussagekräftig. Nö. Vor allem ist ja so eine Reaction, je nachdem wie man sie macht, ist ja originell. Und es ist ja auch ein bisschen, ne, von dem jeweiligen Reactor mit drin. Ansonsten würde das ja nicht so exorbitant viel Kohle abwerfen. Ich sage, ihr redet ja nicht mal von mir. Ja, warum schauen sich Millionen von Leuten irgendwie die Reaction-Videos von einem Montana Black an? Warum? Weil die Videos, auf die er reagiert, so genial sind oder weil die den einfach nur dumm daherreden hören wollen? Warum schauen sich tausende Menschen meinen Scheiß hier an? Weil er reiner so ein großartiger YouTuber war? Oder weil sie sich meinen Bullshit-Talk dazu anhören wollen? Ja? Wobei man jetzt sagen könnte, ja gut, also originell und nicht nur der Zuschauergewinnung sieht ganz schlecht aus für Reactions. Nee, Reactions können sehr originell sein. Die können sehr originell sein. Das ist ein bisschen, hier ist ein bisschen wie so Impro-Comedy bei mir, weil ich versuche immer so unvoreingenommen spoiler-free wie möglich in diese Nummern reinzugehen. Und wenn ich jetzt so zum Beispiel bei so einem Video wie dem, da war ich dann irgendwo auch wieder, ich bin meistens so bei 1, 2 Minuten und denke mir, okay, nee, da hast du was dazu zu sagen, dann breche ich das ab, schau mir das Video nicht fertig an und gehe dann in eine Reaction rein. Und die Reaktionen sind dann ja auch, ne, sind spontan. Und das dann halt so, ja, ist halt so ein bisschen wie diese, ne?
wie Laughing Out Loud und wie die nicht alle heißen, ne? Wo die so spontan auf Comedians spontan auf Scheiße reagieren müssen. Ist natürlich schwierig, wenn man so wenig Informationen von YouTube dazu bekommt. Fühlt sich für mich jetzt ein bisschen so an, als würden die dazu gar nichts sagen wollen. Aber wir haben uns auch länger off-Record unterhalten und da wurde zumindest gesagt, dass Themen bei YouTube oft global sein müssen, damit sich irgendwas daran ändert, weil Änderungen bei YouTube immer weltweit umgesetzt werden. Also wenn etwas am YouTube-System selber geändert wird, wird das nicht nur in Deutschland umgesetzt, sondern dann kommt das immer für die ganze Welt. Ja, und dann hängst du halt bei einigen Ländern auch rechtlich in der Shittery-Do. Ne? Zwecks Zitatrecht etc. bla bla. Und die wollen ja auch ihre Medienschaffenden schützen. Weil ansonsten kann ja auch jeder Depp herkommen. Ne, also keine Ahnung, sonst kann ich einen YouTube-Kanal von einem Highschool-Amokläufer. Der hat 1000 Abonnenten und hat das monetarisiert und hat dann auf diesem Kanal drüber geredet, was er macht. Und macht das dann auch und die Medien bringen das. Ne? Natürlich nicht nur im Linearfernsehen, sondern auch auf ihren Social-Media-Kanälen. Dann würde der damit abcashen. Ne? Dann würde man sagen, hey, dann mache ich das. Nach so und so vielen Jahren komme ich wieder raus, aber mit dem passiven Cash, das ich hier übers YouTube-Partnerprogramm bekommen habe, weil alle auf mich reagiert haben, weil ich was fürchterliches getan habe, habe ich mich danach gut repariert. Wenn ich bei guter Führung dann irgendwie und einem guten Anwalt mit ein bisschen auf Gaga, ne, dann nach 10 Jahren draußen bin, habe ich in den 10 Jahren 10 Millionen verdient. Alternative wäre gewesen, Burger flippen bei McDonald's, seit ich in 10 Jahren 200.000 verdient. Ja, ist ein guter Deal, oder? Und während ich im Knast war, habe ich auch keine Ausgaben gehabt. Und das Thema Reactions ist vor allen Dingen in Deutschland präsent und in der Diskussion und in anderen Teilen der Welt eigentlich gar nicht so ein Thema. Das würde es natürlich etwas schwieriger machen. So Übrigens, das heißt nicht, dass in anderen Teilen der Welt weniger Reaction-Content gemacht wird. Ne? Die Leute sagen sich einfach so, ja, ist dein Video dann und fertig. Ne? Die kacken ja nicht so ewig rum. Aber ich habe zuerst eine große globale Änderung am YouTube-System vorzunehmen, wenn der Großteil der Welt... Was ich im Übrigen cool finde, ist so eine Sache, wenn jemand ein wirklich sehr aufwendiges Video rausballert und dann in die Videobeschreibung schreibt, hey, Leute, es wäre cool, wenn ihr erst in 3 Tagen darauf reagieren würdet. Weil über 90% der Klicks, die das Video bekommen wird, passieren in den ersten 3-4 Tagen und ne, dann hast du da praktisch deine Schäfchen ins Trockene gebracht und dann sagst du, okay, jetzt könnt ihr alle drauf reagieren und macht eure eigenen Barren damit und fertig ist. Das passiert ja auch und das finde ich eine deutlich elegantere Lösung für die ganze Nummer. Daran gar kein Problem sieht. Aber es gibt eine offizielle Aussage von YouTube zu diesem Thema. Denn immer wieder wurde ich dabei in Gesprächen auf Markus Böhm verwiesen. Der ist Technikjournalist beim Spiegel und hat vor einiger Zeit zum Thema Reactions eine Antwort von Amjad Hanif bekommen. Das ist der Vice President von YouTube weltweit. So hoch muss man in der Verantwortungsebene gehen, damit man von YouTube eine Antwort zum Thema Reactions bekommen kann. Und der hat auf einem Presseevent in Zürich das hier dazu gesagt. Ich übersetze das für euch mal sinngemäß. Wenn ihr das genau mitlesen wollt, ist hier das englische Originalzitat eingeblendet. Viele große Creator in Deutschland wundern sich. Warum gibt es keinen Einnahmensplit? Wenn ich deinen Content nutze, warum bekommen nicht zum Beispiel beide jeweils 50% der Einnahmen? Creator haben danach gefragt und es ist komplex. Manchmal ist es eine Reaction auf eine Reaction auf eine Reaction und dann sind mehrere Parteien involviert. Das habe ich doch überhaupt nicht bedacht, aber das ist ja auch vollkommen klar. Das haben wir ja oft irgendwie, ihr kennt das, wenn dann, ne, angeblich, ich mache jetzt hier ein Video, das hat jetzt hier mein Layout, so wie ihr es jetzt seht. Dann wäre jetzt über diesem Kasper on Air oben drüber das Fenster von demjenigen, der drauf reagiert. Und dann vielleicht unten links von dem, der dann auf die Reaction reagiert und sowas. Das hat man ja häufiger.
Und wie du das dann aufsplitten willst, das wird dir dann irgendwann platzen, den ja in die Server. Das ist auch vollkommen, ja, habe ich nicht dran gedacht, aber ist gut. Es ist meist nicht ein Video und da wird es kompliziert. Und wenn es einen Split gäbe und es bedeuten würde, dass es dann Ja, aber hier den machen wir. Aber du kriegst einen Daumen hoch auf jeden Fall. Nur weil ich auf dem Video reagiert habe und deine Werbung übersprungen. Aber weniger Reactions auf das eigene Video gäbe, würden Creator das gut finden? Und die meisten Creator sagen, nein, die Reactions sind super, weil mich dann mehr Leute finden. Und die meisten Creator hätten lieber Reactions und würden nichts daran verdienen, weil... ja, da sind wir wieder in dem Punkt, weil wir haben oft in der Gesellschaft, gerade auf Social Media, wenn auf etwas reagiert wird oder wenn irgendwelche Leute zu Interviews eingeladen werden oder wenn einfach nur auf gewisse Creator eingegangen wird, da gibt es dann die riesen Diskussion, sollte man solchen Menschen eine Plattform geben? Das heißt, man sieht das eigentlich in der Gesellschaft grundsätzlich als was Positives, wenn du auf den Plattformen anderer Creator stattfindest, aber da dann wieder nicht, ne, mit Reaction-Content. Das dann, also wenn so, ich hätte gerne die Aufmerksamkeit, aber trotzdem die Barne. Weiß ich nicht, Digga. sie am Ende dafür Aufmerksamkeit bekommen. Aber jetzt machen manche hunderttausende Aufrufe und viel Geld mit Videos, die andere aufwendig recherchiert und erstellt haben. Ist das wirklich fair? Ich denke, das ist für die Creator ein super Weg, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich meine, es gibt Reactions zu Harry Potter und man könnte die Videos wegen Copyright claimen, wenn es eine Reaction auf ein sehr langes Video ist. Aber so ist die Industrie heutzutage und ich denke, es wäre schlechter, wenn es Reactions nicht gäbe. Ich glaube, die Creator wären schlechter dran. Ja, ich glaube, vor allem YouTube wäre da schlechter dran, deswegen wird sich daran nichts ändern. Das ist der Punkt, ne? Wie gesagt, YouTube ist das scheißegal, die hätten einen urkrassen Mehraufwand, wenn sie das umsetzen würden. Ja, weil das würde dann erstmal auch wieder über irgendeinen Algorithmus gehen. Oder eben entweder geht es über den Algorithmus, der ist aber fehleranfällig, oder es ist hier so, wie Trimax das gesagt hat, ne, hier musst du anklicken und dann den Link zum Originalvideo einfügen, damit der dann die Kohle kriegt, ne? Aber was ist, wenn ich jetzt einfach ein Arschloch bin? Ne? Ich bin jetzt einfach ein Arschloch, ich reacte auf die Scheiße und ich verlinke das nicht und der YouTube-Algorithmus checkt gar nicht, dass das eine Reaction ist. Weil ich zum Beispiel der Metal-Kasper bin und 90% von der Scheiße ich beim Labern ist und nur 10% wirklich das Video von dem Dulli, auf den ich reacte. Dann muss der wieder dem hinterherlaufen. Dann sieht er, der hat auf mich reacted, hat das aber nicht angegeben, ich krieg da gar keine Barne. Dann muss er das wieder an YouTube senden, dann müssen die das wieder abchecken. Ja? Dann schicken die mir ein Ding, dann lege ich dagegen Einspruch ein, weil ich sage, hier ist Zitatrecht und nur 10% von dem ganzen Content sind überhaupt sein Video. Die restlichen 90% bin ich. Warum soll ich dann ihm 50% von meiner Barne geben? Und dann gibt es einen riesen Shitstorm und einen Mordsrattenschwanz und es kostet Google Milliarden jedes Jahr, um diesen Bullshit zu klären. Und so macht Google halt einfach, weißt du was, wir behalten aber diese scheiß Milliarden. Kaspert das unter euch aus oder leckt uns am Arsch? Und das ist natürlich nachvollziehbar aus dem kapitalistischen Standpunkt aus. Was, Bruder? Was hat denn jetzt Harry Potter damit zu tun, ob Tomatolix Geld dafür bekommt, weil jemand auf sein Video reagiert, was... Akio YouTube-Barne. Das ist zu nah an Rainer Winkler dran. Er in wochenlanger Kleinstarbeit vorbereitet hat und richtig viel Kohle dafür investiert hat. Und dann wird's wirklich konkret. Also... Man muss auch nicht so viel Kohle investieren, wenn ich mitkriege, was die Leute stellenweise für Cutter ausgeben. Ne? Leute, die ihren YouTube-Kanal groß gemacht haben mit wirklich einwandfrei geschnittenen Videos. Die sich dann entschieden haben, ja, Digga, Moment mal, ich hätte ja viel mehr Freizeit, wenn ich für diese lästige Drecksarbeit irgendwelche Videos schneiden zu lassen, einfach irgendeinen Dulli bezahle. Und dann kriegst du über das Video deine
30.000 Euro und zahlst halt deinen Cutter dann. Ne? 2.000 Euro oder so. Ich bin der Meinung, dass da lässt sich auch viel machen. Das ist auch viel, auch, keine Ahnung, eine Shoyoka hat damals dann einen Hype bekommen, innerhalb kürzester Zeit jede Menge Barren reingekommen und anstatt das auf die Seite zu legen, zu sagen, oh, die Steuer wird noch kommen, dieses, jenes, ne, dies, das, Ananas, und wenn ich auf dem Level schon so viel Barren kriege, dann kann ich es auch ein bisschen verbessern, aber ich muss ja nicht irgendwie gleich Full Ape Shit gehen. Wenn man natürlich ein bisschen narzisstisch veranlagt ist, sagt man so, nee, ich bin jetzt die Medienschaffende von Deutschland. Ich brauche jetzt ein eigenes Büro mit eigenen Angestellten, die rumscheuchen kann, weil warum habe ich denn sonst die ganze Scheiße hier gemacht? Dann ist halt auch wieder so, ne, wenn du dann deine Einnahmen gleichsetzt, und ja, dann müssen wir gleich noch mehr Ausgaben machen. Ne, nimm einfach das, was du kriegen kannst, Digga. Nimm halt deine Einnahmen, ein bisschen rein investieren, um damit den Content besser zu machen, aber die Leute meinen dann immer, glaube ich, ja, jetzt brauche ich einen Cutter, dann brauche ich dies, dann brauche ich jenes, eigenes Büro und Angestellte, die hier dieses und jenes für mich recherchieren, dass mich praktisch nur noch hinsetzen muss und die Barren fließen. Vollkommen ignorieren, dass das Internet auf Social Media ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft ist. Und nächsten Monat oder in einem halben Jahr die Barren vielleicht nicht mehr so krass sprudeln und du dann in einem sehr, 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 sehr teuren Büro mit sehr, sehr teuren Angestellten sitzt, denen du ihr scheiß Gehalt nicht mehr bezahlen kannst, weil du in deinem Größenwahn gedacht hast, boah, ich habe jetzt gerade einen Hype, bei dem richtig Barren reinkommen und das wird jetzt immer so weitergehen. Auch das sehr Winkler-esk. Ja, ich erinnere an den Herbst 2018, als nach diesem Schanzenfest und der damit einhergehenden medialen Aufmerksamkeit die ganzen Deppen in diesem Land, die der Meinung waren, boah, ich habe hier gehört, dass unser Mobbing-Opfer, dem gebe ich jetzt Geld, dem irgendwie Barren in seinen fetten Arsch gestopft haben und er wirklich damals ja wirklich stellenweise irgendwie 7.000, 8.000 Euro irgendwie Einkommen hatte, ne? Nix verdient, Einkommen hatte im Monat und sich gedacht hat, jetzt habe ich es geschafft, ab jetzt geht es immer so weiter. Und anstatt die Kohlen auf die Seite zu legen, zu sagen, okay, ich lege das jetzt weg, dann bezahle ich davon meine Steuern und dann bezahle ich davon vielleicht meine Schulden, damit ich irgendwann mal schuldenfrei bin, um mir eine normale Existenz aufzubauen, ist das mit beiden Händen beim Fenster rausgeschmissen worden. Beim Rainer zwar für Fressen und irgendwelchen komischen Klimbim, aber bei den Leuten halt auch für irgendwelche Angestellten, weil die will ja eigentlich nicht um 7 in der Früh aufstehen und für irgendein Büro. Weil in meinem kleinen Kämmerchen zu Hause, was bisher vollkommen in Ordnung war, das ist hier so unprofessionell. Und ich bin hier jetzt die große Social Media Koryphäe. Halt's euer Maul. Ne? Überschätzt euch nicht. Das ist YouTube und Twitch und so Bullshit. Ne? Das kann schnell vorbei sein. Nichts geplant? Nee, nichts geplant. Wir haben es hiermit schwarz auf weiß. YouTube plant keine Änderung dafür. Oh Mann. Eine weirde Stellungnahme des Vicepräsidenten, aber wir wissen jetzt wenigstens, es wird keine Änderung kommen. Und ich höre schon das erleichterte Seufzen bei den Reaction-YouTubern, die doch nicht 30, 40 oder sogar 50% abgeben müssten. Ah. Ja, ist Tatsache so. Ist so. Ich mache hier eh nicht viel. Das sind eh schon Peanuts, aber ja, es sind Peanuts, die ich gerne mitnehme, weil die ökonomische Situation hat sich in den letzten 5 Jahren jetzt nicht unbedingt zum Besseren entwickelt, ne, was so normale Arbeitnehmer angeht. Glück gehabt. Aber ich habe mich gefragt, warum tut sich YouTube damit so schwer, wenn doch alle eigentlich nach außen hin offiziell eine Änderung wollen würden? Weil es ihnen scheißegal ist und weil was ihr wollt auch scheißegal ist. Das sind die Leute, die sich hinsetzen und den ganzen Tag darüber jammern, boah, das YouTube von heute, das ist nicht mehr so geil, früher hat man da viel mehr Barren verdienen können
Und damals YouTube, und das war viel krasser, du durftest viel mehr machen, es gab zwar weniger Werbung, aber trotzdem haben alle mehr Geld verdient, etc., etc., etc. Ne? Das sind die Leute, die sich darüber beschweren und die sich jetzt dann darüber beschweren, ja, YouTube macht hier seinen Stiefel einfach so. Naja, machen sie halt schon die ganze Zeit, Digga. das gut finden, warum kommt da nichts? Im Gegenteil, es wirkt so, als würde YouTube die ganze Zeit versuchen, das Thema irgendwie so tot zu schweigen und bloß gar nicht darüber zu reden. Aber nee, wenn ich nichts dazu sage, dann ist das Thema auch nicht da. Nee. Ich habe Markus Böhm vom Spiegel nochmal dazu gefragt, was seine Meinung dazu ist. Warum glaubt er, hampelt YouTube so bei diesem Thema rum? Erstmal sagt er, dass er glaubt, dass YouTube wohl ungern über Reactions spricht, weil die halt einfach nicht so cool sind. Ja, YouTube möchte für Scheiß drauf, ob die cool sind. Das Thema ist ja nur deswegen offen, weil ja offensichtlich mit diesem Reaction-Content Unmengen an Barne verdient werden können. Und zwar deutlich mehr als mit dem OG-Content. Beziehungsweise on top auf den OG-Content noch drauf. Und sich das natürlich YouTube nicht wegnehmen lassen will. Und YouTube will auch nicht, dass das teurer wird, diese Barren abzugreifen. Das ist der ganze Grund dafür. kreativen, einzigartigen und künstlerischen... Und keine Ahnung, du sitzt auf einem Gaming-Stuhl, Klenkern, ne? Ich weiß, wie viel der kostet. Meiner, auf dem ich hier sitze, kostet nicht so viel. Der wackelt auch und ist gut ausgesessen. Ne? Content stehen und das sind Reactions oft gar nicht. Also redet man darüber halt nach außen nicht so gerne, obwohl YouTube damit sehr viel Geld verdient. Ah ja, und wenn wir jetzt da die Geschichte aufmachen, wie schaut es eigentlich aus mit den Werbepartner-Einnahmen? Ja, weil wenn du dann den Fuß in der Tür hast, ne, weil ich glaube, da hätten dann deine Kollegen ganz andere Meinung dazu. Weil natürlich wird es dann Leute geben, die sagen, Moment einmal, der hat ja nicht nur über AdSense mit meinem Video Kohle verdient, sondern der hat ja da auch noch Werbung gemacht zwischendrin für irgendeinen von seinen Sponsoren. Ja, ein Rezo macht das sehr viel in seinen Reactions. Er macht Werbung für seinen eigenen Shit, für anderen Shit. Alles wird immer in die Reactions mit reingeschnitten. Es wird sicher Leute geben, die sagen, Moment mal, wenn wir hier 50% zustehen, dann stehen wir da drüben auch 50% zu. Und dann hast du auf einmal den kompletten Support von allen Leuten, die du am Anfang des Videos eingeblendet hast, wieder verloren. Weil die sagen, ja klar, ob ich jetzt hier 2K mehr oder weniger mit meinem scheiß Reaction-Video macht, mir vollkommen wurscht. Aber wenn die von, ne, ich mit meinem 1,5 Millionen Kanal irgendwie 50k für so ein scheiß Placement krieg und ich mache das in der Reaction und der andere klagt dann 25k davon ein, dann werden die, glaube ich, nicht mehr so amused sein. Und dann finden sie das, glaube ich, alle nicht mehr so geil, von wegen, oh, lass teilen, hier ist geil. OG-Content und so weiter, ne? Und dann sagt er was Interessantes dazu. Wenn eine Plattform etwas nicht angeht, das neutral betrachtet wie ein Missstand oder für manche unfair wirkt, liegt das meist schlicht daran, dass der geschäftliche Anreiz dafür fehlt und oder dass der Druck von außen, also durch Betroffene, Medien, Werbekunden, Politik, Regulatoren etc., einfach zu gering und somit verkraftbar ist. Also, für große Creator von Original-Content ist das ein großes Problem, für YouTube aber eigentlich gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Und die können ja, diese großen Creator, können ja auch keinen Druck auf YouTube aufbauen. Weil es ja wir wissen das von einem Rainer Winkler, es gibt ja keine vergleichbare Plattform, auf der du mit so wenig Aufwand so viel Barne verdienen kannst. Das ist der einzige Grund, warum Reini nicht mehr auf Social Media stattfindet und nicht mehr irgendwie im Internet um Barne bettelt, ist, dass das eben nicht mehr passiv möglich war. Ein Rainer Winkler ist auf TikTok umgestiegen und hat gemerkt, das harte Arbeit. Wenn ich da nicht jeden Tag meine 2 Pflichtstunden um Barne bettle, dann gibt es keine Barne. Und bei YouTube konnte er hingehen und sagen, ich kriege hier meine 20k Aufrufe auf diese scheiß Videos
und das macht mir so und so viel Barne und dann mache ich halt im Notfall, wenn es schnell brennt, Videos über jeden Bullshit, der bei mir auf dem in Anführungsstrichen Schreibtisch steht. Und diese passiv generierten Barne, für die man dann nicht so viel Aufwand betreiben muss wie auf anderen Plattformen, die schmecken den Leuten auch und dementsprechend wollen die ja denen auch nicht ans Bein pissen. Weil es ja im Endeffekt dann doch wieder sehr gutes Geld für sehr wenig Aufwand ist, wenn wir mal ehrlich sind. Dann ist YouTuber sein wirklich einer, der möglichst wenig Aufwand, möglichst viel Freiheit und möglichst viel barrende Jobs. Wenn du eine gewisse Reichweite hast. Für YouTube würde das erst zum Problem werden, wenn sie damit weniger Geld verdienen würden. Solange ist denen das eigentlich vollkommen egal, wie das System läuft. Und Reactions bringen aktuell sehr viel Geld ein. Sie haben aktuell also eigentlich gar keinen Grund, irgendwas an diesem System zu ändern. Böhm Ja, kennst du Priestess, erzähle ich hier seit einer Stunde 10 Minuten. sieht aber ein paar Szenarien, wo das in Zukunft vielleicht dazu führen könnte, dass YouTube sich doch das anders überlegt. Erstens werden sehr viele Original-Creator wirklich aufhören, damit Content zu erstellen und irgendwann einfach Content fehlt auf der Plattform. Ja, das wird nicht passieren, weil die ja genauso abhängig sind von den Barren. Das haben wir gerade schon festgestellt, dass die ja immer noch unvernünftig und überdurchschnittlich viel Barren generieren mit ihrer Scheiße. Für einen Aufwand, der im Vergleich einfach lächerlich ist. Dementsprechend werden die nicht aufhören, ihren Content auf YouTube rauszuknechten. Und dann sind sie abhängig von der Plattform und dann ist halt Hausrecht angesagt. Dann sagt YouTube, ja, du kannst halt schon auf Tickety Toggety oder auf Odyssey oder sowas gehen oder auf nur Twitch oder so, aber dann fallen dir die Hälfte mindestens deine Einnahmen jeden Monat weg. Ist uns doch scheißegal. Dann geben wir die Kohle halt dem nächsten Idioten. Was ja auch so ein bisschen meine Befürchtung ist, dass der Content dann irgendwann nur noch aus Reactions besteht und Leute dann sagen, ach, was soll ich auf YouTube gehen, da gibt's ja eh nur Scheiße. Zweitens, wenn das Interesse an Reactions weniger wird, weil YouTube dann halt auch weniger Geld damit verdienen würde und dann würden sie wahrscheinlich im System irgendwas umstellen, um Original-Content wieder mehr zu pushen. Das ist eher was passieren kann, weil das halt auch so ein bisschen eine kulturelle Nummer ist, ne? Wie sich es entwickelt. Die nächste Generation der Social-Media-Nutzer, steht die noch so sehr auf Reactions oder stehen die dann doch wieder eher auf originellen Content? Gehen dann da die Aufrufe runter, aber dann ist es ja auch so, sollte das passieren, ne? Dass die nächste Generation sagt, ja, was wollt ihr alten Scheißsäcke mit eurem scheiß Reaction-Content? Ja? Wollen wir nicht mehr, gucken wir nicht mehr, dann ist ja auch die Diskussion darüber, dass damit so viel Kohle verdient wird. Und wie wir diese extreme Kohle dann aufteilen sollen, damit es gerecht ist, ist ja dann auch schon wieder hinfällig, weil dann wird ja keine Kohle mehr damit verdient, Digga. Oder drittens, wenn Creator sich zusammentun, organisieren und Druck von außen auf YouTube ausgeübt wird. Ja, genauso wird das passieren. Ja, das ist aber das Problem, weil, wie gesagt, die meisten der Leute, die OG-Content machen, eben nebenher auch noch sehr viel Reaction-Content machen und selber damit einen Haufen Barne scheffeln. Da wirst du dann relativ wenig Leute finden, die dann sagen, ja, weiß ich nicht, Digga, ich mache mit meinem Hauptkanal 10, 15k im Monat und mit meinem Reaction-Kanal 40k. Lass mal lieber so, wie es ist. Ne? Auch wenn ich dann 20k auf meinem normalen Content mache, aber auch dann nur noch 20k auf meinem Reaction-Kanal, dann habe ich halt immer noch fast 20k weniger als vorher. Lass mal stecken, Digga. Das wird ja auch viel auf Content von sehr, sehr, sehr viel kleineren Leuten reagiert. Und also gerade von den großen Leuten, deswegen glaube ich nicht, dass sich die großen Creator, die da was bewegen könnten, irgendwas daran ändern wollen würden, weil die alle auch davon profitieren.
Und ich muss sagen, theoretisch ja, aber praktisch sehe ich keinen Punkt darin wirklich realistisch. Ich glaube, Szenario 1 und 2 werden einfach nicht eintreten und für Szenario 3 wird man sich jetzt auch nicht in einer YouTuber-Gewerkschaft zusammentun. Weil dafür ist das Thema manchen einfach zu egal und sie können halt mit dem aktuellen System noch mehr Geld verdienen. Warum sollen sie was ändern? Wobei, That's what I said. eigentlich wurde eine Änderung dafür schon längst angekündigt von YouTube. Und immer wieder wurde ich auf diese Sache Schneiden, rendern, ankündigen. auch hingewiesen und meiner Meinung nach ist das für Reaction-Content wirklich die absolut schlechteste Umsetzung dafür. Das würde so vieles so schlimmer machen. Denn Was wäre die schlechteste, also für Reaction-Content die schlechteste Nummer? Also jetzt aus seiner Sicht ist das, wäre das der Reaction-YouTuber dann noch die Einnahmen von dem OG-Video kriegt, oder was? ich wurde darauf verwiesen, dass YouTube bald eine Funktion namens Collaborations einführt. Wenn das System dann da ist, kann man, wenn man ein Video hochlädt, eine Collaboration eingehen. Man lädt dann einen anderen Creator Das gibt's doch schon inzwischen Zeit, oder? Ich meine, das habe ich schon gesehen. ein und der muss das dann annehmen. Und das Video erscheint dann in den Abo-Feeds und Empfehlungen von beiden Zuschauerschaften beider Kanäle. Aber der ursprüngliche Ersteller des Videos behält die 100%ige Kontrolle dabei. Also Kriegt er auch 100% von die Barne? alle Einnahmen, alle Statistiken, die gesamte Watchtime. Es gibt Ich halte das für eine gute Idee. Tatsächlich. Hä? Weil, ich hab ja auch schon irgendwie so Collabs gemacht mit anderen Leuten aus dem Game, die auch monetarisierte Kanäle hatten. Und die hatten auch Collabs mit mir. Und da kann man dann schon auch ein bisschen, ne, da muss dann nicht, ja, wir verlinken uns gegenseitig hin oder her, bla bla bla, sondern es wird dann im Feed vom anderen angezeigt, so hey, der Typ, dem du folgst, auf dessen Konto du Bock hast, der ist hier auch mit dabei, schau dir das mal an. Und wenn man das so ein bisschen timet, dass das dann den nicht direkt konkurriert mit den eigenen Videos, dann halte ich das für eine echt gute Sache eigentlich, ne? Weil meistens ist es ja dann so, hey, machen wir ein Video zusammen für deinen Kanal, dann machen wir ein Video zusammen für meinen Kanal und dann müssen wir ewig umeinander verlinken und sagen und hin und her und bla bla bla. Und das nimmt uns jetzt YouTube theoretisch einfach ab, indem ich sage, hier, das ist in Kollaboration mit dem Kanal passiert. Der nimmt das an, dann wird das bei ihm auf dem Feed angezeigt. Das ist doch eigentlich eine gute Sache. also keinen Split dabei. Aber es würde der Name des Hier, fragt mal an die Leute, die Secret Service und den Bewährungsversager schauen. Sagt mal, fragt die mal, wie viel einfacher es deren Arbeit hier auf YouTube machen würde, einfach diese Collab-Funktion reinballern. Ne? Das ist scheißegal, dann kannst du auch nur bei einem abonniert sein, irgendwie. Du kriegst immer mit, wenn was passiert. kollaborierenden YouTubers direkt neben dem Video angezeigt werden und man könnte sehr schnell auf Abonnieren klicken. Cool. Falls ihr euch darunter jetzt immer noch nichts vorstellen könnt, nur noch mal ein exemplarisches Beispiel. Zum Beispiel Trimax lädt eine Reaction zu einem Tomatolix-Video hoch und lädt Tomatolix ein, eine Collaboration einzugehen, die der dann auch annimmt. Dieses Reaction-Video von Trimax wird dann den Zuschauern von Trimax und Tomatolix ausgespielt, weil ja beide Teil der Collaboration sind. Tomatolix bekommt dafür aber kein Geld. Oh nein, der arme Tomatolix kriegt dann kein Geld dafür. Ja, aber er bekommt im Endeffekt, kriegt er gratis Traffic irgendwie auf seinem Kanal, ne? Also es ist halt irgendwie. Aber sein Name steht dann da nett daneben und man kann ihn abonnieren. Alles andere, die Klicks, die Einnahmen, die Watchtime, würde komplett
auf dem Video von Trimax bleiben, weil er dieses Video hochgeladen hat. Außerdem bleibst du die vollen Eigentumsrechte. Als Inhaber behältst du alle Einnahmen. Und das ist eine so unfassbar unhandliche Lösung dafür, denn vielleicht reagiert nicht nur Trimax auf das Video von Tomatolix, sondern auch noch 2, 3, 5 oder 10 andere Leute. Wenn jetzt Tomatolix alle diese Collaborations annehmen würde, würden alle seine Zuschauer überflutet werden mit diesen ganzen Reactions zu... Ja, aber das wäre halt auch dumm. Warum soll er das denn machen? Ne? Also, wie gesagt, das ist halt ein System, das nicht wirklich für Reactions gedacht ist, sondern wahrscheinlich eher für so Sachen wie Podcasts oder sowas. Oder, ne, wenn du eine gemeinsame Reaction aufnimmst, wie es bei uns im Game immer so oft ist. Ne? Podcasts, gemeinsame Reactions, einfach gemeinsame Projekte, wo du sagst, hey, wir haben 2 Videos aufgenommen für jeden Kanal 1. Und wir müssen dann nicht ewig umeinander verlinken oder sonst irgendwas, sondern es wird dann einfach, beide Videos werden beiden Communities in beiden Feeds angezeigt. Das hat auch jetzt mit der ganzen Kohlensplitterei mit Reactions überhaupt nichts zu tun. Das ist ja für Reactions überhaupt nicht ausgelegt, das System. Ich weiß nicht, warum du da so verbohrt und ignorant in diese Reaction-Richtung gehst. Das System hat damit gar nichts zu tun. Zu einem Video, was sie sich eh schon bei ihm angeguckt haben. Ah, okay, was ist denn in meinem Abo-Feed? Okay, also wir haben dieses Originalvideo und wir haben die Reaction von Trimax dazu und wir haben die Reaction von Monte dazu und wir haben die Reaction von Unsympathisch. Ja, klar, aber wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich so dumm bin, dass ich jede einzelne Reaction davon annehme und mir meinen eigenen Feed damit kaputt spamme, ja, dann bin ich halt auch selber schuld. Dann, ganz ehrlich, da müssen wir halt wieder über Kanalhygiene reden. Das ist so ungefähr, wie ich sage, so, ja, wenn ich morgen beschließe, einfach keine Kommentare mehr zu beantworten und auf nichts mehr einzugehen diesbezüglich, was Kommentare angeht, dann bin ich auch selber daran schuld, wenn die Leute weniger kommentieren. Wenn sie sich denken, ich kriege ja eh keine Reaktion drauf. Im Übrigen, Leute, ich habe über einen anderen Kanal, über einen anderen YouTube-Account in meine Kommentare geschaut und habe Kommentare dort gefunden, die mir persönlich von YouTube unter meinen eigenen Videos auf dem Kanal hier nicht angezeigt werden. Also wenn sich dann Leute beschweren, oh, der Kommentar nicht beantwortet worden, Zensur, bla bla bla, es wird mir oft einfach nicht angezeigt. Ne, weil sich YouTube über allen möglichen Scheiß Gedanken macht, aber nicht darum. Ne? YouTube macht sich halt Gedanken, wie viel Barren herumkommen. Und deswegen ist auch der Talk über dieses Teilen wegen Reactions, YouTube geht das vollkommen hintenrum vorbei. Das ist scheißegal, die Barren kommen rein. Punkt. Ah ja, cool. Ich habe das Gefühl, man profitiert davon nicht als Original-Content-Ersteller, sondern im Gegenteil, du gibst den Reaction-Leuten ja auch noch deine Reichweite. Ja, dann solltest du vielleicht nicht auf OK klicken, wenn da einer anfragt. Also wenn es um die Reaction geht, du Dulli. Ja, weil du deine Zuschauer die ganze Zeit dann auf diese Videos lenkst. Ey Leute, guckt vielleicht mein Video, aber guckt's nicht bei mir, sondern guckt's bei dem, weil er hat drauf reagiert. Also Ja, ich bekomme zwar keine Klicks und keine Aufrufe dafür, aber mein Name steht daneben. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Wenn man auf was reagiert, was monetarisiert ist, finde ich, sollte man das halt unten verlinken. Ne? Das mache ich auch immer. Ihn hier verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Ich habe Kritik bekommen, weil ich hier den Kanal nicht verlinkt habe, ein paar Videos lang, auf dem die Re-Ups waren von den letzten Discord-Leaks, einfach nur, weil ich nicht wollte, dass der auch noch weggemettelt wird, damit ich nicht wieder ein Projekt habe, was ich nicht abschließen kann, weil ich das Original nicht mehr irgendwo finde, weil alle Re-Ups weg sind, weil das nervig ist im Drachengame.
ist mir auch wieder Winkler-eskes Verhalten und was ich für ein ekelhafter Mensch bin, vorgeworfen worden. Aber normalerweise, wenn ich monetarisierten Content reacte, dann hau ich da auch immer die entsprechenden Links zum entsprechenden Original-Creator unten in die Videobeschreibung rein. Und wenn da jemand dann anfragt für eine Kollaboration und du siehst, das ist eine Reaction und nicht einfach, ihr macht gemeinsam irgendein Projekt, wo das Sinn macht, dann kannst du es halt auch einfach ablehnen, weil du kannst ja auswählen. Du bist ja nicht gezwungen. Du hast ja vorhin gesagt, kannst auf OK klicken oder halt nicht. Ne? Und das macht halt Sinn, wenn du ein gemeinsames Projekt startest und sagst, hey, du und ich, wir machen einen ähnlichen Content, lass mal irgendwie einen Podcast zusammen machen und dann machen wir irgendwie einen Teil davon auf deinem Kanal, einen Teil davon auf meinem Kanal und die machen hier diese Collab-Funktion, damit die Leute das dann auch in ihren entsprechenden Feeds sehen und das ist dann doch eigentlich eine gute Sache. Dieses Feature hat mit Reaction-Content 0 zu tun. Das ist für Reactions wirklich ein so unfassbar schwachsinniges Tool. Und ich glaube halt auch, es war für Reactions überhaupt nicht gedacht. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Warum haben wir dann jetzt die letzten Minuten darüber schwadroniert? Wenn du selber der Meinung bist, dass es für Reactions nicht gemacht ist, dann hat es doch mit der ganzen Scheiße nichts zu tun. Dieses Tool ist vielleicht für andere Sachen praktisch. Wenn zwei Musiker irgendwie zusammen einen Song rausbringen, dann kann man da eine Collaboration eingehen. Oder wenn mehrere YouTuber wirklich an einem großen Video arbeiten. Aber bei Reactions würde euer ganzer Feed als Zuschauer einfach nur mit anderen Reactions zugemüllt werden. Ich weiß nicht, was sich YouTube dabei gedacht hat, aber im Reaction-Bereich wird das niemand nutzen. Warum soll... Ja, ist ja auch dafür nicht gedacht. Ich verstehe das nicht. Das ist wie wenn ich eine neue Kupplung für ein Fahrrad erfinde. Das ist die neue Revolution, neue Kupplung für ein Fahrrad. Und dann kommt irgendjemand her und sagt, das nutzt mir für mein BMW überhaupt nichts. Ja, natürlich nicht, weil es eine Fahrradkupplung ist, du Depp. Wenn du eine BMW-Kupplung haben willst, dann musst du bei BMW schauen. Ich verstehe nicht, warum du jetzt am Flennen bist, dass dieses Tool bei Reaction-Content nichts bringt, wenn es offensichtlich, was du ja selber erkannt hast, nicht dafür gedacht wurde. Ja, was will ich denn jetzt mir mit dem Regenschirm, wenn es nicht regnet? Ich begreife es nicht. Mann. Und damit haben wir wohl eindeutig Entwarnung für alle Reaction-Streamer und YouTuber. Ja, es wird erstmal... Gott sei Dank. Keine Änderungen geben. Puh, Glück gehabt. Oh, nochmal ein paar Prozente gespart. Das Einzige, was dazu führen könnte, ist, dass bei YouTube massiv Druck gemacht wird und die denken, okay, wir müssen jetzt mittlerweile irgendwas ändern. Mal gucken, ob das irgendwie kommen wird. Falls ja, wir werden hier natürlich drüber berichten. Ich bin sehr auf eure Meinung zu dieser ganzen Sache gespannt. Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Gedanken zu der Position von YouTube oder der anderer Reaction-Streamer. Ich werde mir jetzt ein paar Reactions angucken. Das war's von mir dazu. Macht's gut. Ich hoffe, du schaust ja meine an, aber wahrscheinlich machst du das nicht. Und ich hoffe, wenn du meine anschaust, reactest du drauf und ich krieg dann 50% von die Barren von deiner Reaction dazu. Ne? Machen wir das. Ne? Ich gebe dir auch 50% von die Barren von meiner Reaction. Das ist ein guter Deal. Bin ich sofort dabei. Das unterschreibe ich dir heute noch. Komm, Leute. Nimm die ganze Nummer nicht so eng. Metal off.